Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, gespeichert haben wir. Letzte Episode war ein bisschen kürzer, aber ich finde, das ist eigentlich völlig gerechtfertigt. Denn die Episode, die zwei davor, die waren beide in Überlänge. Und da kann man genauso gut einmal seine Untergrenze setzen und kann eine halbe Minute vorher Schluss machen, bevor es eigentlich erreicht ist. Deswegen, das hat mal ganz gut gepasst. Und ich finde es nicht so schön, wenn ich die ganze Anua immer in Überlänge gehe. Ich finde auch, man muss da Untergrenze sehen. Das mache ich ja bei Stardew Valley, statt mal irgendwann zu sagen, okay, jetzt waren wir bei 40 Minuten, irgendwann sind die 45 Minuten egal und dann geht es weiter auf 50 Minuten und dann sind wir nie mehr weit davor entfernt zu sagen, es ist auch egal, wenn ich eine Stunde lang mache. Deswegen ist es zwar schön, wenn man sein Level noch aufschrauben kann, was die Länge angeht, aber man muss es auch nicht überstrapazieren, finde ich. So. Deswegen, solange es um die 20 Minuten ist, ist alles in Ordnung. Scheißvieh. Okay, nimm das. Oh. Oder, wow, das muss Wege da haben. Okay, also da ist noch was. Da können wir noch hoch. Da ist noch ein Galoppel die Hoppel. Und hoffende Wetter aufs Panzerpferd. Witzig hier wieder. Ist das heftig, das Wetter. Also ich liebe hier die Palz und alles, nur auf den Sommer in der Palz könnte ich echt verzichten. Das ist immer so unglaublich schwül und drückend. Ugh. Und das ist so überhaupt nicht mein Wetter. So, dann gehen wir erstmal dorthin. Aber, ihr seht, da ist eine Bodenplatte gebrochen. Dann können wir die ja mit der Bombe ganz rausreißen. Aber erstmal machen wir hier die Seniores mal fertig. Wenn unser Gordos nicht besser kann. So, zack. Und finish them. Ja, für den zweiten hat es nicht gereicht. Feuerblocker. Setzen wir dann einen Sandblocker auf, der wird dann nicht viel helfen, weil wir gehen jetzt physisch drauf. Jo, der hat gereicht. Gut. Da war noch irgendwo einer, ja, so ein hässlicher Fetzer. Wir probieren da einmal den Blutball. Interessiert mich einfach mal, was der so bei denen abzieht. Weil eigentlich müssten das Untote sein. Na, ich glaube, die wissen nicht, dass sie Untote sind. Solange es auf Maxim geht, ist okay. Scheiße im Dreck. Okay. Selan? Nee, nur auf dich. Okay. Nicht schlecht. Ach, nicht schlecht. Und ich erwarte Gutes. Ja, das ist sehr gut. Dann bleibt nur noch einer von den Knilchen übrig. Und weg. Sehr schön. Okay. Zack und zack. Und weiter. Ah, Motor. Okay. Dann speichern wir doch glatt noch einmal. Dann geht es da aber offensichtlich offiziell weiter. Deswegen machen wir hier noch... Oh, hoppla. Denn hier. Dann können wir nämlich hier runter. Können dort hier. Holen uns immer unseren super toller Hake. Dinger hoch. Oh. Ich habe was vergessen. Okay, ich habe was vergessen. Warte mal. Haben wir gleich. Hammer gleich. So. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Dann so. Dann wieder. Ups. So. Idiot. So. So. Da gibt es nämlich noch einen Bienenstein für uns. Yay. Wer kann da einen Bienenstein tragen und warum sollte er das? Gibt ja die Kräfte von einem Bienenschwarm und Paralyse. Verdammte Gegner zur Bewegungslosigkeit. Klappt nicht immer! Okay. Nö. Ist was. Du willst zwar einen Adler stehen, aber guter. So. Weiter geht's.
Und dann wieder hoch dort hier, wo wir eigentlich hier sollten. Was mir in den Weg läuft, läuft meinen Weg. Ich nehme nur direkt der Stock. So. Okay. Solange das Vieh einfach nur angreift, ist alles in Ordnung. Ich kann nur dieses Monster-Core mit Gegner verwirren nicht, also mit unserer Leute verwirren nicht ab. Ich finde persönlich immer, dass die Verwirrungszauber immer das Ätzendste sind. Oder Attacke, die sowas auslösen. Gibt meiner Meinung nach kaum was Ätzenderes, als verwirrte Charaktere zu spielen. Gut, bei Gordo trifft es nicht. Soweit ich weiß, sind Kapselmonster immun gegen sowas. Krebsstein haben wir gekriegt. Vielleicht die Kräfte eines Durstkrebses und Stachelstich. Trifft die Gegner zweimal hintereinander. Okay. Oh nee, das macht ihr Intelligenz und ihren Mut arg weit runter. Nee. Nee, lass mal. Dann wieder aufgemotzt. Der Speicherino. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir in der obersten Kammer angelangt. Und können uns nochmal gegen 2 Pferde prügeln. Schauen wir mal, was da rauskommt. Aber glücklicherweise trifft Squarto. Zusätzlich sind auch uns... Ach du Feigling! Zusätzlich sind auch die Zornespunkte ganz offen. Das heißt, da könnte man durchaus Schwein haben hier. Dass wir mal ein paar richtig gute Attacke landen. Okay. Das sieht doch gut aus. Und, ja. Okay, glücklicherweise nur auf Gordo. So, dann... Du Pinzer! Ich hätte ihn echt nicht Gordo, sondern Bordeaux nennen sollen. So, dann hier. So. So und so. Ja. Oder auch nicht. Warte mal. Hä? Ich überlege gerade, hä? Sondern das Klapper. Moment. Wie machen wir dann das? Warte mal. Nee, der war dumm. Hä? Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Jetzt bin ich gerade vollends auf dem Schlauch hier. So. So. Hä? Was? Nee, bringt uns auch nichts. Ah, okay. Pff. Manchmal kann es echt easy sein. Jeros! Du bist hier. Jeros, geht's gut, nicht wahr? Na, keine Sorge. Ihm geht's blendend. Nach. Entschuldigung. Was hat dir mein Sohn gemacht? Dunkle Mächte sind daran interessiert, dass dein Geschlecht für immer und ewig ausstirbt. Meine Blutlinie? Eigentlich ist es müßig, drüber zu babbeln, oder? Bewegen euch nicht. Noch einen Schritt und ihr werdet niemals wieder das Licht der Sonne erblicken. Ich hab vergessen, das Schicksal wird grausam, egal was ihr nehmt. Joink. Was? Maxim, jetzt! Okay, so kann's gehen. So, jetzt sehen wir auch mal dich, du hässlicher Wicht in deine Lumpe-Klamotte. Dann gehen wir mal drauf. Ich habe früher immer gedacht, das wäre Camus bzw. Camus ohne seine Maske. Aber das ist eigentlich ein ganz eigener Charakter, Idura. So. Dann schnetzeln wir... Ui, schnetzeln wir mal drauf auf dich. Oh, was ruft er dann? Harlequin. Alles klar. Dann weiter hier Eisbombe auf Idura. In seiner rosa Rüstung ist er ja ziemlich schnieke, ne?
Er hängt heimlich Slaanesh an. Idura Donner. Ja, jeder, der Warhammer kennt, wird jetzt wahrscheinlich schmunzeln. Hoffe ich doch. So, drauf. Und du wirst erstmal geheilt. Gut. Und als weiter. Die halten aber was aus, die Harlekin. Kommt er wieder mit seinem Idura Donner. Bei Gordo zieht es glücklicherweise nicht so viel ab. Eieiei. MK. Nee. Sehr gut. Aber bei der Bosskampfmusik, du wedel ich auch jedes Mal mit den Füßen mit. Das ist einfach so geile Musik. Ich liebe die. Ach, schön. Schade, dass Gordo mit seinem Feuerhauchchen nicht allzu viel ausrichten kann. Scheißendreck. So, natürlich. Ich hätte seine Kraft ein bisschen länger brauchen können. Und wenn Selan heilt, gibt es wenigstens 81 und nicht nur gammliche 30 wie bei Maxim. Okay, hau nochmal drauf und du heilst nochmal. Schicker Glockendegen hat er übrigens. In Gold auch noch, der feine Herr. Wie gut, dass die Eisbombe hier nicht allzu viel kostet an Zornespunkte und dass Seeland die hier schön verwenden kann. Yeah! Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, den ich mal beim Kampf gegen Camus gesagt habe. Von wegen, ach, wenn der Verstärkung ruft und er selber ist tot und die Verstärkung nicht, dann geht der Kampf noch weiter. Also es nützt nichts, wenn man nur der Overgoscher abmurkst. Die Knechte müssen auch noch niedergemacht werden. Aber das dürften wir eigentlich recht bald haben. Die ziehen aber ziemlich ordentlich ab, diese blöde Viecher. Alter! Fick dich! Das machen wir jetzt mal ganz schnell hier. So, okay. Zauberfrucht, cool. Das ging recht fix. Ah, mein Baby Jeros, er ist in Sicherheit. Iris, schön dich wiederzusehen, Maxim. Ich hab mal Reise angefangen, wie es mal gesagt hast. Ich habe an viele Orte mit viele Leid gebabbelt und ich habe Seelan getroffen. Ich habe Gardas besiegt und der Welt der Friede zurückgebracht. Ist doch damit mein Auftrag erledigt? Eigentlich schon, aber das Schicksal hat sich geändert. Was soll denn das jetzt heißen? Wenn du gestorben wärst, nachdem du Gardas besiegt hast, hätte Friede geherrscht. Aber du hast Seelan geheiert und Nachkommen hinterlassen. Du hättest eigentlich den Turm nicht lebend verlassen dürfen, aber ich, Hä? Ja, sie hat das Schicksal dann verändert. Der Fluss der Zeit ändert sich ständig, sodass auch ich nicht mehr in die Zukunft sehen kann. Aber ich kann dir sagen, dass für dich jetzt die Zeit gekommen ist zu gehen. Um deine Liebe zu schützen, musst du wieder in den Kampf ziehen. Willst du damit sagen, dass es noch einen Gegner gibt, der stärker als Gardas ist? Wenn du tatsächlich die Kraft besitzt, das Schicksal zu beeinflussen, dann wirst du an einem Tag mal wissen. Und weg ist er. Maxim! Seelan, geht's dir Horst gut? Ja. Du wirst wieder in den Kampf ziehen, nicht wahr? Ich muss gehen, um Jeros und dich gegen das Böse zu verteidigen. Ich gehe mit dir. Nee, das geht doch nicht. Du musst bei unserem Sohn bleiben. Wenn ich die gewöhnliche Mutter wäre, dann könnte ich mit Jeros auf der Rückkehr warten. Aber ich bin eben nicht gewöhnlich. Ich kann kämpfen. Ich will kämpfen, um Jeros zu beschützen. Vielleicht siehst du ihn nie wieder, wenn du jetzt mit mir gehst. Wenn wir den Feind nicht besiegen können, wird es mit der Welt sowieso bald vorbei sein, aber was? Ich werde zu Jeros zurückkehren und ein friedliches Leben mit euch beide führen. Ich habe doch gewusst, dass ich dich nicht davor abhalten kann. Alle hopp, zuerst sollten wir Idura finden. Lass uns ja noch Pandoria gehen. Wir können Jeros ja nicht mitnehmen. Ja gut, verstehe ich. Okay. Dante, pass bitte auf Jeros, meinen Schatz, auf. Das wäre ich, Seelan, aber warum ziehe ich dann schon wieder in den Kampf?
Es wäre doch so schön, wenn nur Mama sei Kind, oder? Aber ich bin doch glücklich. Ich kämpfe für die Menschen, die ich liebe. Das musst du schon selber wissen. Ich werde auf jeden Fall gut auf deinen Sohn Acht geben. Danke, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Seelan, du musst bald wiederkommen. Jeros braucht seine Mama. Ich weiß doch, Tante. Okay. So, dann, wie sieht's bei euch aus? Das Licht aus dem Leuchtturm ist noch Alea weitergezogen. Du kommst noch Alea, wenn du durch den kleinen Tempel östlich von Rusalka gehst. Du gehst schon wieder ohne dich, wenn es hier sehr einsam wäre. Alle hopp. Und was sagen sie da im Schlüssel? Hallo. Servus, Kommandantin. Ich hab fleißig geübt, Maxim. Wollen wir mal ein bisschen miteinander trainieren? Nee, lass mal. Ihr beide passt zusammen mit die Faust aufs Ach. Hallo, Maxim. Okay. Und was sagt der King? Der King of the Wappel. Der muss ja auch hier irgendwas zu sagen haben, oder? Hallo. Ich hab gehört, dass Iluran noch Alea gegangen ist. Geh durch den Tempel östlich von Rusalka. Du musst wieder in die Schlacht, nicht wahr? Ich wünsche euch für euer Glück viel für euer Glück viel Reise, ja genau, super. Ich wünsche euch auf eurer Reise viel Glück. So, jetzt haben wir es mal endlich. Nachdem wir schon fast aus der Burg draußen sind, vor lauter Gut. So. Okay, es gibt sowieso noch was ich machen muss. Dann warten wir uns noch Königreich Rusalka. Dann gehen wir mal dort hier. Und Whispies. Wie soll ich dich mal heilen, Seelan? Okay, noch ein Wispy. Toll. Wenigstens ziehen sie nicht viel ab. So, dafür ziehen wir relativ ordentlich ab. Schick. Okay. So, das hatte ich noch nötig. Jetzt bin ich aus Versehen noch mit meinen Knöchelgelenke gegen meine Tastaturhalter dran, so dass auch noch so Klopfgeräusch gemacht hat. Als hätte jemand an der gekloppt. Und drauf. Und weiter und weiter. Yes, es erleiht. Ja, das wird's Beste sein. Weise Entscheidung, Gordo. Dann lösen wir das Problem mal so, nachdem die jetzt arg gewärmt sind. Und gib ihm. Ja, Gordo stinkt jetzt anscheinend auch schon. Zauberkrug, perfekt. Und dann hier. Hier hat man nämlich noch was zu erledigen im Ahne-Turm. So, den Weg sind wir nämlich nett gegangen, als wir gegen Gardas gekämpft haben. Ah, schlage das Schwert dreimal auf den roten Wächter und das Leben wird gerechter. Okay. Ja, das war für das Endrätsel, wo ich nochmal kräftig hab nachdenken müssen, wo ich dann auch gedacht habe, ja, 3-mal war es. Okay. Tja, gut, da haben wir doch nichts versäumt. Hätten wir das auch hier gebrocht und Tempel noch Alea? Hier geht's lang. Ihr kommt hier noch Alea. Alle hopp. Huch, sind noch ein paar Gestalter. Soll ich zu ne gehen? Soll ich sie einfach ignorieren? Komm, ich gönne die Überraschung. Hey, Maxim. Wo geht denn ihr zwei hier? Geil. DK. Wollen wir etwa Power ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind doch ein Team. Wenn da wirklich wir denen das nicht merken, sogar ich Dummkopf merkt das. Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemand gibt, den ich schützen muss. Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiert. Was weißt du schon von Liebe? Du hast ja nicht mal eine Freundin. Meine Liebe ist mein Schwert her. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben, normal ist das nicht. Das ist mir doch egal, ich will auf jeden Fall mitgehen. Alla hopp, ihr beide müsst machen, was nachher richtig halten. Stimmt genau. Alla, was ist denn jetzt gemeintlich? Yeah. Und schon ist die Party wieder rappelvoll. Sehr schön. Ihr seid noch gut in Schuss, ja. Die sehen definitiv gut in Schuss aus. So. Dann geht's zur Hafenstadt hier. Hafenstadt Alea. Ein Fremdes aus dem Nichts kommt und hat alle Schiffe versenkt. Ich konnte meine Haare nicht trauen. Das ist der Heimathafen von vielen Schiffen gewesen. Ohne Schiffe kann keiner mehr das Meer befahren. Wenn der Sardos zurückkehrt, dann kann er Windeseile Schiff basteln. Ja, der ist ein wahrer Genie.
Artus kann großartige Schiffe bauen. Er ist zurzeit aber auf dem Berg im Norden. Okay. Wir kaufen hier auf jeden Fall nochmal ein, nachdem wir eine Runde gepennt haben. Hallo, bei mir kostet Übernachtung 10 Gold. Ja, wir bleiben. 2 Bette für 4 Leute. Also Guy und DK sind ab jetzt auch offizielles homoerotisches Liebespaar. So, dann gehen wir mal hier. Welchen Zauber wollen wir dann? Schauen wir doch mal. Wassermassen stürzen auf die Gegner ein. Ja gut, das klingt doch ganz gut. Genauso wie Tornado. Ein heftiger Sturm zieht auf. Ja, als her damit. Stärker. Ja, endlich. Das können wir auch für Maxim holen. Helfer. Oh, ja. Das ersetzt uns endlich der Heilsirup. Jetzt können wir Leute wiederbeleben. Die Angriffszauber. Ach, scheiß drauf. Scheiß drauf. So. Dann gehen wir doch noch hier. Roberia befindet sich auf der kleinen Insel nördlich von hier. Da ist auch die Ahnehöhle zu finden. Man sagt, die Ahnehöhle birgt unzählige Schätze. Ich komme selber von da rausgekrochen. So, dann lassen wir euch ruhig Zeit, alle hopp. Wir verkaufen erstmal ein bisschen Zeug. Todespanzer. Ui. Okay, der war wirklich scheißen viel wert. Ja, der Staatsschatz von Pandoria verkaufen wir auch noch. Wunderfrucht, ja, die bringt gar nichts. Nahrung für Kapselmonster, sie können überraschende Nebenwirkungen haben. Selber bei dem Gedöns, ach. Ja, komm. Die Stärke mal vertickert. Zauberfrucht, okay, ach, Nahrung für Kapselmonster, okay. Oh Gott. So. Kleine Axt. Bomber trifft alle Gegner. Besonders lange Stab für alle. So toll sind die Dinger jetzt auch nicht so im Vergleich. Nee. Die bringen eigentlich noch relativ wenig, ne? Das muss jetzt eigentlich auch eine Zeit, dass ich mal das Zeug da hole. Ja gut, das kann ich mir für Seeland noch gönnen. Ansonsten, die Sache ist alles andere hier Quatsch. Sonst ist unsere Ausrüstung völlig ausreichend und genügend. So, in die Häuser gehen wir dann über Meierei. Der Abschnitt in der Welt ist Nordland. Fährt man übers Meer, gelangt man nach Westland. In Westland gibt es viele Königreiche, zum Beispiel Alekia und Bernio. Ich hab das Schiff doch gerade erst abbezahlt. Was soll ich denn jetzt machen? Ohne Schiff kann man den Kontinent Afrisia nicht erreichen. Du? Der Mann, der die Schiffe versenkt hat, aussehen wie personifizierte Böse. Ach, wie vornehm, das Kind. Was mit dir? Mein Schiff ist versenkt worden. Warum? Was habe ich dann gemacht? Naja, das kann ich ja nicht beantworten. Ich glaube, das will ich auch gar nicht. So, jetzt gehen wir erstmal in die Kirche. Und ich jetzt Sarah. Wir sehen uns immer mal wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis immer mal dann wieder. Ayan Yankee.